Wenn ihr so an die Kommentarspalte für Social Media guckt, die Mengen aus Gesellschaft wird immens polarisiert. Identitätsthemen, Migration, Klimawandel, nur in Osten, gibt es zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen. Hey, get out of here! This is my house! Did you do this, you son of Kaum Toleranz, Konsens oder Kompromissbereitschaft, Beleidigungen am Platz Argumente. Muss man also fährten, also als konsensorientierte Demokratie N. Zähl mal keinen. Die gute Nachricht, die Wissenschaft weise viel mehr nuanciert Bild. Für die Wissenschaft als Polarisierung ein Indikator, der weiß, wie weit Meinungen und Positionen von ne wäsch sind. Das kann sich das ein Indikator wie ein Thermometer vorstellen. Hol mal fiktiv Beispiel, wie Leute sich im politischen Spektrum links und rechts andelen. Wenn die meisten Leute sich dann mit positionieren, dann just wenig und extremer, dann haben wir eine niedrige Polarisierung. Wenn die meisten Leute sich aber weit nur links und weit nur rechts positionieren und nicht kaum Leute dazwischen geht, dann haben wir eine hohe Polarisierung. Das ist ein Beispiel für politisch respektive ideologisch Polarisierung. Also was sind die Politik oder die Wähler hier politische Positionen? Links nach links. Hier ist links! Nein, hier ist links. Du drehst nach rechts. Hier ist links! Mann! Weitere Beispiele wären progressiv versus konservativ, Internationalismus versus Nationalismus. Es gibt aber auch noch gesellschaftliche Polarisierung, also zwischen verschiedene gesellschaftliche Schichten, zum Beispiel jung versus alt, reich versus arm. Oder emotional oder affektiv Polarisierung. Also du bist immens froh mit Leuten aus deiner Gruppe, aber du hasst die anderen. Dat ass eng geféierlech Erstellung fir d Weltgemeinschaft. Geht Polarisierung lo rup oder ruf? An ass se geféierlech? Abonnéier eis seit, guckt der Diana Deler von eurer Serie.